Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Willkommen zum heutigen Panorama. Heute auf dem Bundesplatz vor der Schlittschuhbahn hier in Bern. Heute haben wir auch verschiedene Themen für euch parat. Heute geht es um Folgendes. Klausen auf dem Bike, Sami Klausen auf Döffen fahren auch dieses Jahr durch Thun. Gölle als Botschafter, wie der Musikstar seine neue Rolle als Botschafter antritt. Die Leute haben nicht schlecht gestaunt, als am Sonntagsverkauf Samichlöuse auf Döffen sind die Strassen runtergefahren. Jährlich findet in Thun der Benefizanlass statt und sorgt ein bisschen für Action in der Thuner Innenstadt. Wer sonst noch auf der Piste war und wer der bärtigste Biker weit und breit war, erfahrt ihr im Beitrag von Ben Abeckle. Wir fahren mit geschmückten Töpfen zweimal eine Runde durch die Gesamtstadt, verkaufen Glühwein und Hotdog und Gutzli, die wir selber gemacht haben. Ja, das ist eigentlich das. Mit dem das ganze Geld wird nachher gespendet. Wir haben 2 Organisationen. Ursprünglich hat man alles im Kindernetz Bern gegeben, früher in Breuil und Tuten. Die haben ein Projekt im Inselspital Bern, Kinderklinik, für die Märchenerzählerinnen. Und weil wir früher das Freeride gemacht haben auf dem Rathausplatz bzw. Mülliplatz, was wir nicht mehr machen, dort haben wir immer gesammelt für Muskelkrank. Und das geht jetzt so ein Teil immer noch dorthin, damit wir dort auch noch das Zeichen geben können, wie in früheren Jahren. Hans-Rudi, man sieht unheimlich viele schön geschmückte Töpfe und ohne so einen dürfte man gar nicht mitmachen. Ja, also das ist eine Bedingung. Wir schreiben das aus, die können sich melden. Auf der Homepage können sich anmelden und die Bedingung ist, sie kommen mit geschmückten Töpfen her. Es geht also nicht, wir lassen keinen mitfahren, der nicht geschmückt ist, der nicht etwas dran hat. Wie viele Fahrerinnen und Fahrer habt ihr dieses Jahr? Ja, es ist immer abhängig vom Wetter. Oder? Jetzt hat es ein bisschen gebessert. Oder? Sie müssen einfach herfahren. Es ist jetzt nicht so kalt, es ist auch nicht kritisch von der Straße. Also ich gehe davon aus, dass wir irgendwo zwischen 30 und 40 haben. Der Berner Musiker Gölle setzt seit eh und je auf eine Automarke, nämlich auf Toyota. Für das Autohaus Autotempel AG in Thun ist es also der perfekte Mann, um ihn als Botschafter zu küren. Zahlreiche Gäste konnten mit ihm, mit dem berühmten Oberländer, sich ein Käsebrätel gönnen und mit ihm über die neuesten Modelle fachsimpeln. Mehr dazu im folgenden Beitrag. Ciao zusammen, ich bin der Gölle und hier bin ich in Almendingen bei der Autotempel Garage, der Vertretung für Toyota. Und ich bin der neue Markenbotschafter. Wie geil ist das? Selbstverständlich bekomme ich eine Karre zum Testen und ich hier vor meinem alten Land Cruiser darf den neuen Land Cruiser testen. Ja, ist natürlich alles ein bisschen moderner, also hat einen kleineren Motor. Sauft natürlich viel weniger. Kraftmässig ist er aber viel besser als meine alte Gurke. Die war ein bisschen schwach auf der Brust, dafür unzerstörbar. Ist aus dem 96, hat jetzt schon 280'000 Kilometer und macht mindestens noch mal so viel. Und das traue ich diesem neuen Kollegen zu. Ja, von Jugend her, von 18 Jahren, hatte ich einen Toyota. Also zuerst hatte ich einen Forerunner, dann hatte ich einen Hilux. Und dann weiss der Geier was für verschiedene Landcruiser alle gefahren. Und jetzt bin ich wieder hier gelandet, bei meinem Traum. Das Traum. Auch heute erwartet euch ein spannendes Gespräch Zusammen im Zentrum. Der Matthias Mast sagt euch, um was es geht und wer heute zu Gast bei ihm ist. Alles fährt Ski, Ski fährt die ganze Nation. Hat Vico Toriani gesungen. Er hat sicher dann auch ans Lauberhorn gedacht. Seit 1930 geht es im Berner Oberland in der Menge vom Lauberhorn über die Bühne. Und jetzt ist schon bald wieder Zeit für das schönste Skirennen der Welt. Bei mir Gast ist der Geschäftsführer von dieser ganzen Renngeschichte, der Andreas Müller. Und das wäre es auch schon wieder mit dem heutigen Panorama. Mehr Infos zu den Berichten findet ihr wie gäng auf unserer Webseite oder in unserer App. Jetzt geht es weiter zu unseren Kolleginnen und Kollegen von Meteo News und dem Wetter. Ich sage an dieser Stelle merci fürs Hineinschauen und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern.
bärenstarke Winterferien. Made in Bern. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Ihrem Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Das ist das Wetterupdate vom Dienstag. Schön, sind Sie mit dabei. Heute hat es hoch unser Wetter geprägt. In den tiefen Lagen hat es zum Teil Nebel oder tiefen Hochnebel gegeben. Sonst haben wir recht viel Sonnenschein zu gut gehabt, auch wenn manchmal ausgedehnte Schleierwolken über den Himmel gezogen sind. Am Mittwoch lässt der Hochdruckeinfluss nach. Mit einer westlichen Höhenströmung erreicht uns feuchtere Luft. Am Donnerstag erfasst uns dann eine Kaltfront. Am Mittwoch erwartet uns eine veränderliche Mischung aus Sonne und Wolken. Am Morgen ist es kalt, am Nachmittag klettern die Temperaturen auf 7 bis 9 Grad. Dabei geht es grundsätzlich mit einem Sonne-Wolken-Mix weiter, wobei die Sonne am Nachmittag tendenziell mehr Platz bekommen dürfte. Im Flachland bläst zeitweise ein bisschen Südwestwind. Auf den Bergen haben wir mäßigen bis starken Westwind. Die 0-Grad-Grenze liegt auf rund 2700 Meter. Am Donnerstag ist es dann bewölkt. Im Tagesverlauf kommt es bei auffrischendem Südwestwind regnen und in der Nacht auf den Freitag ist es häufig nass. Die Schneefallgrenze liegt zuerst noch auf 1600 bis 2000 Meter und sinkt in der darauffolgenden Nacht auf rund 500 Meter. Am Freitag geht es mit Wolken und vermehrt Auflockerungen weiter. Im Oberland gibt es noch ein paar Niederschläge mit Flocken ab rund 500 bis 600 Meter. Im Flachland ist es mehrheitlich trocken. Ja, und vom Samstag bis am Montag dominieren die Wolken. Am Samstag ist es noch mehrheitlich trocken. Nachher geht es zeitweise nass und vor allem am Sonntag windig weiter. Am Sonntag liegt die Schneefallgrenze zuerst noch auf etwa 1000 bis 1200 Meter und sinkt dann aber wieder in tiefere Lagen. Ja, und damit wäre es das von meiner Seite. Ich bedanke mich dafür, dass Sie zugeschaut haben und wünsche Ihnen noch eine ganz gute Zeit. Ade miteinander.